Wer noch nie in einem Kino ist gewesen und vom Stresemann noch nie was hat gelesen, eine Frau mit langem Zopf und der Steirer ohne Kropf, eine Schafherd und dabei kein kleines Böckerl, ein junges Madel, das jetzt tragt kein kurzes Röckerl, und ein Herrn, der da nicht sehr gern hinschaut, das ist heutzutage eine Rarität. Wer vom Wohnungsamt zur Wohnung hat bekommen, eine Frau, die niemals ist zu spät gekommen, ein Herrn, den's Mädel nie versetzt, ein schöner Posten, der nicht sitzt. Wer a Schmeichelei nicht immer gern anhöret und beim Steueramt sich oben bös beschweret, weil's heuer viel zu niedrig einschätzt hätt, das ist heutzutage eine Rarität. Ein Geschäftsmann, der nicht immer jammert, klaget und dem Kunden stets die reine Wahrheit saget, Konkurrenz nicht runterreißt, den Offenbarungseid nie gleicht, der noch nie einen Ausverkauf hat arrangiert und Konkurs machen noch niemals hat probiert und sich nachher nicht noch besser stehen lässt, das ist heutzutage eine Rarität. Wer noch nie in Heidelberg sein Herz verloren und noch nie einen falschen Treueid hat geschworen, wer sein Hausherrn freundlich grüßt, Schwiegermutter, Herz und Küss, eine Henne, die beim Eierlehn nicht gackert, ein Revue-Stadt, der nicht ist 3/4 nackert, und ein Ehemann, der gar niemals hinausgeht, das ist heutzutage eine Rarität. Wenn's in China drüben grad nicht rebellieren und in Portugal 8 Tage nicht revoltieren, wenn mal überall Friede ist, jedes Land hat abgerüstet. Wenn sich das erfüllt, was wir schon längst erträumen, Frankreich endlich wirklich unser Rheinland räumet und vor Deutschland keine Angst mehr haben tät, das wär heutzutage die größte Rarität.